Adrian Widmer und Miriam Züger sind unterwegs nach Stans zu einem Ziegenbauern. Die beiden arbeiten für Gebana, ein Unternehmen, das Produkte aus Entwicklungsländern verkauft, vor allem übers Internet. Jetzt wollen sie Schweizer Bauern unterstützen. Ein, zwei Tage nach der Schliessung des Restaurants hat uns ein Bauer angerufen und hat gefragt, ob wir nicht vielleicht seine Produkte, die er jetzt nicht mehr absetzen konnte, vielleicht verkaufen. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir unseren Shop und unsere Plattform eigentlich zur Verfügung stellt für die Bauern, die jetzt Mühe haben mit dem Absatz. Mühe haben viele. In der ersten Woche hat Gebana schon über 60 Produkte von 37 Produzenten online gestellt. Einer ist Toni Odermatt. Oh, hallo. Dürfen wir die Hände nicht geben, gell? Ja, das ist geistige Süd. Zu Ostern versorgt er vor allem Restaurants mit seinen Gizis. Außerdem bietet er verschiedene Sorten Geißenkäse an. Wir hatten eine einfache Kundschaft, die irgendwie von der Dorfbeiz bis zum Michelin-Sterne-Restaurant angerufen hat, die gesagt hat, was hast du vor, was nehme ich, was mache ich. Und das war auch ein Prozess, den wir über Jahre jetzt so hatten. Wir waren da eingewöhnt. Mit unseren Kunden sind wir gut, wenn die gut kennen. Und jetzt hat sich natürlich das über Nacht eigentlich gekehrt. Restaurants und Bauernmärkte sind zu. Jetzt hofft Toni Odermatt auf Gebana und deren Kundschaft. Verkaufen muss er vor allem See. 150 Gizis. Süß anzusehen und köstlich als Osterbraten. Aber sie dürfen nicht älter als 3 Monate sein. Die wachsen ja. Und wenn die natürlich jetzt alt werden, haben wir ein bisschen das Problem mit dem Bröckeln vom Fleisch. Dann haben wir jetzt 2, 3 Wochen Zeit noch, um die eigentlich verkaufen. Ja. Ja, genau. Hochbetrieb bei Meyer Orchideen in Dübendorf. Der Orchideenzüchter kann sich vor Aufträgen kaum retten. Dabei sah es vor 10 Tagen so aus, als müsse der Laden schließen. Die wichtigsten Abnehmer, die Blumenläden, sind wegen Corona zu. Doch Inhaber Hans-Peter Meyer kennt sich nicht nur mit Pflanzen aus, sondern auch mit sozialen Netzwerken. Sein Hilferuf via LinkedIn und Facebook fand Gehör. Also ich habe rund 10'000 Kontakte jetzt und die einzelnen Posts werden so zwischen 2'000 und bis zu 40'000, 50'000 Mal gesehen. 80% weniger Orchideen kommen in der Schweiz wegen Corona auf den Markt. Für Meyer als größter Anbieter die Chance, online in die Bresche zu springen. Manche Orchideenliebhaber sind großzügige Kunden. Ein anonymer Sponsor orderte 800 Orchideen. Der hat mit mir geredet und gesagt, los, ich will euch unterstützen und ich will gerne für 3 Altersheime Orchideen. Und dann habe ich gesagt, ja, was heisst das? Für das Pflegepersonal? Und dann hat er gesagt, nein, für alle, die dort arbeiten und wohnen, für alle, vom Grössten bis zum Kleinsten, alle kommen den Orchideen über. Und das war natürlich für uns eine super Geste. Also das ist ein richtiger Herzensmensch, der das gemacht hat. Gebana-Chef Adrian Widmer im Homeoffice. An 50.000 Kunden hat er einen Newsletter mit Angeboten von Schweizer Bauern geschickt. Resultat: 1.000 Bestellungen im Wert von 150.000 Franken. Doch Adrian Widmer will mehr. Das Ziel wäre, dass wir pro Tag einen Produzent so helfen. Und das würde dann heißen, dass das irgendwo schon zum wahrscheinlichen Umsatz von etwa 1 Million pro Monat ungefähr könnte kommen. Also das Potenzial ist schon gross und es kommt halt darauf an, wie die Leute reagieren. Bei bisher 12 Millionen Jahresumsatz nicht unbedeutend für Gebana. Hochbetrieb auch bei Mahler & Co. Vor allem das Gemüseabo erfreut sich seit Corona riesiger Nachfrage. Der Umsatz des Bioanbieters hat sich verdreifacht. Interessant laut Geschäftsführer, es sind nicht nur die jungen Internetaffinen, die jetzt kommen. Also das sind tatsächlich auch ältere Leute. Also das sind auch Leute, die uns dann telefonieren, die vielleicht gar nicht zuerst über den Webshop kommen oder mal ein Mail schreiben. Sie hätten gerne so ein Abo, weil sie eben jetzt nicht kämpfen raus, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Der Biohändler hat 3 neue Mitarbeiter eingestellt. Wegen Kurzarbeit in den eigenen Betrieben haben diese Zeit bei ihm auszuhelfen. Jetzt gehen anstatt einmal, zweimal pro Woche Pakete raus und auch samstags wird gearbeitet.
Mehr als ein Strohfeuer, meint Stefan Jost. Ich denke schon, dass das für uns jetzt eigentlich einen Schub gibt, auch über Corona raus. Marli Sigrist setzt auf Gebana. Sie hat sich auf Setzlinge spezialisiert. Tomaten, Zucchetti, Kürbisse und mehr. Das ist auch von der Pro Spezie Rara? Nein, das ist keine Das Pro ist eine Spezie andere. Rara. Das ist eine neuere Sorte. Das ist meine Entdeckung vor etwa 5 Jahren und ist jetzt einer der Verkaufsschlager, die wir haben. Nur im Moment nützten auch die beliebtesten Setzlinge nichts. Die Märkte sind geschlossen. Allein in Wildeck verkauft Marli Sigrist auf dem bekannten Pro Spezie Rara Markt jeweils 6000 Setzlinge. Im Versand über Gebana kann sie nur 6 in ein Paket verpacken. Wenn ich jetzt die 6000 durch 6, dann müsste ich 1000 Päckchen versenden, dass ich nur schon Wildeck habe. Und dann habe ich aber noch 11 andere Märkte. Also, ja, schauen wir, vielleicht bringt das Internet, bringt es vielleicht. 30.000 Setzlinge zieht Marli Sigrist jedes Jahr. Es wird schwierig werden, auch nur annähernd so viele online zu verkaufen. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man Ende Mai mit 5, 6 oder 10 oder 20'000 Setzlingen da steht und man die muss irgendwie kompostieren. Also das ist ja der absolut super Geld. Also, Corona-mässig. Dennoch, die Ideen sind da. Corona ist dabei, den Onlinehandel im Lebensmittelbereich nachhaltig zu verändern.